Den Angriff der heiligen Ungeheuer mögen wir überlebt haben, doch der Kampf oder vor allem die Gefahr ist noch lange nicht vorüber. Damit willkommen zurück hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. So, wir haben hier neue, naja, Transcender, so neu eigentlich auch nicht, aber egal. Da haben wir sogar Kisa, wo ich nicht hinkomme, weil ich jetzt wieder AP dafür brauche, na toll. Aber egal, erstmal gegen den Transcender bis zum Einrenken wollte ich das sagen, nee, zum Einwärmen, Aufwärmen besser gesagt. Der mein letztes Duell schon eine Woche her. Ja, ein bisschen doof, wenn man immer nur so zwischendurch aufnehmen kann. Wobei das ja eigentlich nur ein Nachteil für mich ist. Ihr merkt davon zum Glück nicht so viel, Gott sei Dank. Aber egal. Also sobald Urlaub, dann wieder mehr Zeit zum Zocken. Also dann, los geht's. Synchro 3 gegen, was sind das, Synchro 3? Ach du Scheibenkleister. Immer noch die dritte Synchro-Armee. Ja, leg mich an. So, 5 Karten sieht der, 15 wir und was habe ich denn da für ein Blatt? Achso, stimmt, ja. Ich dachte gerade, was ist das? Aber nee, stehen schon. Das war ja meine Strategie. Donnerkönig Rayo, Alter, glaub's auch. Was soll denn der sein? Oh, Donnerkönig Rayo, du nervst mich langsam. Du. Ist mal angenommen, ich würde da versuchen. Er geht eben nicht. Verdammt. Nur gegen Rayo kann ich jetzt die Karte nicht spielen. Ich kann zwar den rufen, im Effekt könnte er wieder annullieren. Ach du Scheibenkleister, egal. So. Alter, schaut drauf, das heißt ein Monster verdeckt und noch eine Karte verdeckt. Das war's das erste. Alter Penner, hey. König Rayo. Hat aber eigentlich noch ziemlich viele Power von den 4-Stufen-Monster und auch noch einen ziemlich kleinen Effekt. Also damit kann es schon ziemlich nerven. Ja, willkommen, der zweite. Kommt nur, greif mich doch an. Dann König Rayo, greif an, Mann, Attacke. Nö. Kein Bock drauf. Und futsch sind sie. Du. Ja, das gefällt mir schon mal sehr viel besser. Na dann mein Zug. Und Krebons. Stufe 2, Stufe 5, alles klar. Ich aktiviere die Zauberkarte. Verstärkung für die Armee. Und hole mir einen alten Kumpel auf die Hand. Die Frage ist bloß, welcher Kumpel? Der Kumpel des Kumpels oder Kumpel? Kumpel, was rede ich da? Was rede ich da? Was wollen wir uns vielleicht eigentlich rufen? Ich hatte gerade eine Idee. Eine andere Idee? Nö. Aber gerade nicht. Zungenscharplünderer? Nee. Wäre zwar eine Idee, aber nee. Ich wähle ihn. Gerüppelsynchronisierer. Yeah. So, er hat dann König Rayo. Hatten wir ein Lichtdeck? Wer weiß, wer weiß. Ich rufe den Blöden den Captain im Angriffsmodus. Und darf dank seiner besonderen Fähigkeit ein Monster Stufe 4 oder weniger von meiner Blatt direkt aufs Feld rufen. Krebon, sei willkommen. Servus, Kumpel. Nun dann, Krebon zum Blünder Captain. Direkter Angriff auf die Lebenspunkte des Transcenders. Kann ich Gnade, Freunde. Error 403, Error. Ja, schon gut. Wir sind hier nicht im Web. Und los geht's, nochmal direkter Angriff. Meine Stimme. Meine Stimme ist ein bisschen... Ja, hat noch so einen leichten Knoten im Hals. Das liegt daran, dass ich mich vorhin verschluckt habe. Und jeder kennt es, wenn man sich verschluckt, dann ist es teilweise so, dass spürst du wie noch eine halbe Stunde später nach. Ist echt mühsam. So, Zug beendet. Ah, nein, verdammt, ich kann noch synchronisieren. Wollte den Stufe 5 Monster rufen, Mensch. Ja, er wollte ein Ding rufen, den. Wie ist er schon wieder? Weiß gar nicht mehr. Den wollte er garantiert nicht rufen. Wangu. Was du? Nee, Wangu. Achso. Wer bist denn du? Ich bin Wangu. Naja, schon gut. Oh, das wird Schaden geben. Au. Ey, die Stimme wird nicht besser. Ich bin doch mal einer. Ja, mir ist jetzt nicht mal zu helfen. Du Scheibenkleister. So geht's langsam mal. Ja, scheint zu klappen.
Zerstört. Ach, du Scheibenkleister. Ich wusste, warum ich den Typen hasse. Das heißt, ich kann die alle hier vergessen. Ist alles für die Katz. Außer ich würde... Das würde sogar klappen. Den Trickreichen zu rufen. Ohne Umweg. Oder nachher Stufe 6 Monster wird auch gehen, wa? Ja, ich mach mal ein bisschen nach und wähle meinen Zug. Alter, was spielt denn der überhaupt? Wangurayo? Ja, hör wohl zu. Jetzt kommt der schon wieder mit dem Arsch. Das darf doch nicht sein. Los, Mann, greif an. Oh nein, verdammt. Bin gespannt, ob jetzt Wangus-Fähigkeit jetzt auch zieht oder ob ich jetzt nochmal Glück habe. Wenn ich Pech habe, dann das kann doch... Bitte, bitte überlebt's. Bitte überlebt's. Und... Ja, schön. Dankeschön, Deck. War ja klar, dass das passieren muss. Was für ein Scheiße. Oh, Alter, aber Fangu früher gehasst. Der Arsch mit Ohren. Toll, was machst du jetzt? Wird doch nur eine Variante, Leute. Gibt nur eine Möglichkeit. Es kann nur eine gehen. Ich will vorher noch eine Elefantenkarte ziehen. Das ist sie leider nicht. Toll, Boy könnte ich zwar ziehen. Wäre ja Geschichte, aber nee. Was ich eigentlich machen wollte, war den interdimensionalen Materietransporter ziehen. Ja, Scheibenkleister. Egal. Nehmen wir dich aus der Hand und unter dem Verteidigungsmodus. Und nun jetzt Zeit für die ultimative Zerstörung, Synchro-Beschwörung, die es überhaupt gibt. Der schwarze Rosendrache. Yeah! Jetzt geht's ab, Mann! Das kannst du laut sagen. Schwarzer Rosendrache! Was? Wieso kann ich meine... Wieso kann ich nicht... Ja, das verstehe ich ja, aber ich kann doch meine... Wieso kann ich meine Fähigkeit nicht zuerst aktivieren? Ach so, nicht also zu annullieren und zu zerstören. Ach du Scheiße. Ja, jetzt reicht's mir aber. Hier! Breaker, der magische Krieger. Zick. So, bin ich erstmal in Sicherheit. War bloß lange. Dämliche Wangu, ey. Mann, oh Mann. Hat er keinen Spalt zu haben oder so etwas? Komm schon, liebes Steak, komm schon, ich brauche einen Spalt, ganz, ganz schnell. Hilfe. Also die Frage, zieht es eigentlich seinen Effekt bei dem auch wieder? Na, glaub schon, ja. Egal, zu wenn, ich brauche mehr Karten, Leute. Ich brauche mehr Karten. Mein schwarzer Rosendrache. Es tut mir so leid. Ich kann es damit. Nee, geht auch nicht. Oder denken, damit Schreit Untoten zurückholen, aber kann ich seinen Effekt nicht nutzen. Jawohl, und danach der Synchro wäre wieder am Deck zurück. Wird natürlich gehen. Ach, das mit... Alter, Kiku hat auch, ey, voll die alten Karten. So, Schreit Untoten, ganz toll. Flip zählt also nicht, ja. So. Wenn du den Trick reichen rufen, was bringt mir das? Gar nichts. Den schwarzen Rosendrache mir auch nicht viel bringen. Nee, Leute, wisst ihr was? Ich passe erstmal nach. Verdammt, ich hätte vorher Breaker rufen sollen. Und zerstören und dann hätte den schwarzen Rosendrache rufen sollen. Hätte mir zwar noch Breaker gekostet von dem her, aber trotzdem wäre es eine bessere Strategie gewesen. Ach du Scheibenkleis. Nein, ich glaube, oh, du bist wahnsinnig. Ma. Ich könnte ja sowas von abreiern.
Ja, ich habe jetzt aber auch kein Glück. Grand Mole, hey, ausgerechnet die Karte. Meine Fresse, aua! Masserfell. Kiku, Geistzerstörer. Oh oh, das war doch die Karte, die mir ein paar Karten wegnimmt oder mir Schaden zufügt. Ja, dankeschön. Nein, genau die Karte, die ich holen wollte. Du bist ein Arsch mit Ohren. Halt ohne Ohren von mir aus. Spielt doch keine Rolle, du bist sowieso ein Riesenarsch. Ja, super, aber natürlich sehr viel. Spiel hat erstmal 2 Karten verdeckt. Und nochmal Breaker. Den magischen Krieger. Ich habe auch nichts mehr hier auf. Nee. Das ist nur wegen Wangu. Verdammt nochmal. Wieso muss ich mir so. Das kannst du mir gerade ein bisschen anfreuen. Jetzt reicht's mir aber. Ich wag's, ich muss es wagen, es tut mir leid. Ja, ist klar, der ist noch die stärksten Fallen, die es überhaupt gibt. Och, Menschenskind, hey. Wir sollen hier gegen Transcend ankämpfen, die so... ja. Beinahe gesagt, schon geile Decks, aber nee, einfach nur Decks an, die voll durchdenkt sind und so. Und ich in meinem 0815 Deck fast schon antreten muss. Ist klar, hey, zieht er im 15. Zug bereits einen dritten Rayo. Und jetzt sind nicht mal einen lausigen Spalt. Tja, können noch was machen. Ich meine, können so Spezialbeschwörung und durch Wangu wieder zerstören. Nee, bringt gar nichts. Wisst was, Leute? Ist zum Kotzen hier. Ja, also muss sagen, das hasse ich schon ein bisschen am Blind Yu-Gi-Oh! Spiel. Du kannst dir einfach nicht dein Deck zusammenstellen, was du unbedingt haben willst. Oder halt auf alle Situationen reagieren kannst. Ist einfach nur... vor allem halt im vorgeschriebenen Spiel, sprich von der Story her und so, bist halt wirklich extrem aufs Glück beschränkt, ja. Oh Mann, ey, freue ich mich auf da Yu-Gi-Oh! 5Ds, wie heißt denn wieder? Reverse of Arcadia, dankeschön. Freue ich mich auf das Spiel, weil da können so viele Decks ausprobieren, hey, habe ich alle perfektioniert mittlerweile, also, ja, in Anführungszeichen natürlich perfektioniert. Weil ein perfektes Deck gibt es natürlich nicht, ganz klar. Jedes hat irgendwie seine Schwächen und so. Aber ich kann damit zumindest viel besser auf solche Situationen reagieren. Vor allem sind dann nicht so viele Karten verbannt, die ich noch hier habe. Ich meine, hallo, hier ist zum Beispiel Monsterreanimation oder auch Vorzeitgebeerdigung. Im Prinzip ist alles irgendwie gebannt. Das ist ja voll der Scheiß. Aber egal, das irgendwie noch hinkriegen. Lass mal gucken. So, jetzt haben wir eine Karte verdeckt, weil es gerade so lustig ist. Und die auch noch. Na dann, mal dein Zug. Das Übel finde ich vor allem daran, ich meine, ein Duell verlieren ist jetzt nicht mal so wild. Ja, kann mal passieren, kein Problem. Oh, Alter, du regst mich auf. Aber halt das Problem ist... ja, so ein Part ist halt etwas 20 Minuten trotz allem beschränkt, wenn ich da halt... wenn so ein Duell halt schon 15 bis 20 Züge dauert. Wie viel Zeit habe ich da noch? Genau, und ich habe mehr die Hälfte des Parts ist mehr übrig, wenn man jetzt gerade sieht. Und dann noch irgendwie... ja, das Duell zu beenden vielleicht schon, und was irgendwie Spannendes zu kreieren, ist halt dann schon relativ schwierig. Muss man mal so sagen. So, jetzt erstmal Raumtaifun aktiviert, Karte zerstört, wunderbar. Bin schon mal viel glücklicher. Gerade super antik noch. Was? Organismus, okay. So. Aber erstmal rufe ich den Cyberdrachen im Angriffsmodus. Ja. Yeah. Was? Ist klar, an die Hälfte der Lebenspunkte nur meine Angriff. Jetzt reicht's mal langsam. Freundliche Wohltat. So, komm schon. Wo bist du? War die Zauberkarte. Oh, Obelisk, was will ich mit dir? Kann allerdings noch gut sein. Egal, aktiviere ich einmal Spalt. Was ich Freude dran habe.
und rufe dann den Zwillingsschwertplünderer im Angriffsmodus. So, Leute, das Duell ist ziemlich schnell vorbei, weil er bereits die Hälfte seiner Lebenspunkte weg ist. So, los ist wohl er. Und das durch seine ganz eigene Schuld. Zwillingsschwertplünderer, direkter Angriff! Na, geht doch. Wieso denn nicht gleich so? Im nächsten Zug rufe ich dann Obelisk den Peiniger. Da rufst du Rayo? Ja, natürlich nicht, er ruft den Königsking, Wangu. Also den King Tiger. King Tiger Wangu. Oh, Menno muss das sein. Nein, nicht auf meinen Zwillingsschwertplünderer. Er hat doch nichts getan, er hat dich doch lieb. Aua. Du Arsch mit Ohren. Den Arsch aufreißen. Ich merke, das geht gar nicht so einfach. Hehe. War noch ein Monster? Ja, er kommt ja doch noch. Nun gut. Schrei der Untoten. Zeige dich. Obelisk, der Peiniger. Was? Alter, geht der mir jetzt gerade auf die Nerven? Das glaubt ihr mir gar nicht. Hat er mein Obelisk aufs Spiel geworfen? Was bist denn du für ein Oberpenner? Alter, was für ein Saftsack, hey. So, Zuflucht der Unterweltler. Schmeiß ihn auch weg, oder wie? Hey, das kann doch nicht sein! Spinnst du eigentlich, oder was? Das war... Alter! Meine Fresse, das hat sogar bei der Karte funktioniert. Ja, toll, was mache ich jetzt? Mann, oh Mann, das gibt's einfach nicht, ey. Ja, ist klar, natürlich. Der kann natürlich 40 Karten, ganz klar. Aber er, nö, er kann doch den Rayo ziehen, wann immer er will, ist doch kein Problem. Er kann ja alles. Nur Schrott haben, das ist das zweite Mal gegen so einen. Ja, ich kann nichts machen, Leute, bin total hilflos. Bin total im Arsch. Tja, jetzt ist es natürlich ganz scheibenkleisermäßig übel. Ja, was bringt mir das? Na klar kann ich theoretisch einen Zwillingsschwertplünderer zurückholen, ne? Ist ja kein Problem. Was bringt denn mir das? Ich kann nicht boosten, ich kann nichts machen. Wenn ich ihn rufe, das war jetzt zerstört durch Wangu, das... Nee. Schon wieder... Nein, das gibt's einfach nicht, hey. Das ist eine Fehlaufnahme ohnesgleichen. Jetzt echt Bock drauf, ein paar neu zu starten. Aber es geht nicht. Ich brauche ein paar, ich habe einfach zu wenig Zeit, um was anderes noch aufzunehmen. Müsste irgendwie Yu-Gi-Oh! Wieder ausfallen für den Tag 2 und das wäre natürlich auch doof. Alter, okay, der Wangu hat Rayo und noch diese dämliche DD kreiert. 3 fiese Monster, mit denen er mir einfach das Leben zur Hölle machen kann. Ja, ich bin der Poser. Ist ja ganz toll. Ein Transcender, einen verarscht. Das erlebst du auch selten. Alter, was macht bloß bei diesem Wangu-Typ? Wenn ich da bloß mehr zerstörerische Karten hätte. Auch andere macht des Spiegels und dann noch halt, ja, Spalt. Natürlich einfach nach Blitzanschlag und so einfach Zauber kann, mit denen die Gegner sofort vernichten könnt. Oder vielleicht auch irgendwie, was gibt's denn noch alles? Schrumpfen und so, und auch ganz geil. Aber so, und die Hälfte meiner guten Karten sind irgendwie blockiert oder gesperrt, wie auch immer. Ist doch der totale Scheiße. Jetzt machen wir ein bisschen anders diesmal. Nur erstmal Krebons im Angriffsmodus. Und spiele dann die Wellenwegungskanone. Ne, das lassen wir mal. Ich spiele trotzdem noch ganz kurz verdeckt und beende da meinen Zug. Meine Güte. Nun gut, wir sind jetzt von Seite aus, knapp eine halbe Minute noch, ganz toll.
Ich muss aber mal überziehen. Wir kennen so ein Part 60 her. Das ist etwa 2-3 Parts her. Na, ganz toll. Ja, greif doch an, du versuch dein Glück. Du. Bringt nix, ja, aktivieren, ganz toll, zip. Nö, noch nicht, das lassen wir noch ein bisschen auf sich beruhen. Ja, 2 verdeckte Karten, ganz toll, Eni, meni, mu und raus bist du, welcher ist jetzt der richtige? Nimm mal die. War gar nicht mal so übel. Hätte viel schlimmer sein können. Da mal gucken. Goldener Sarkophag. Du kommst wie gerufen, Alter. Aktiviert die Karte mal und legte mir mal aus dem Spiel. Und zwar... Entschuldigung, aufgestoßen. Und zwar die Fallenkarte Macht des Spiegels. Die war garantiert noch. Das war jetzt schon. Na dann, freundliche Wohltat. Zeige mal, was wir so drauf haben. Ja. Nehmen wir die mal ab. Und die auch mal. Und dann rufe ich mal, beziehungsweise setze mal ein Monster verdeckt im Verteidigungsmodus und switche mit dem anderen Verteidigungsmodus. Gut. Das war's fürs Erste. Jetzt rufst du Rayo? Na, rufst du ihn? Natürlich ruft er ihn, die können sich anders sein, ey. Der und der noch Rayo. Rayo. So, gerade verdeckte Monster an, sprich unser Geistwache natürlich sehr, sehr gut für uns, denn das Monster ist momentan noch unzerstörbar. Wieso? Hey, wie hat das nicht gemacht? Verwirrung? Ich müsste 800 Punkte zahlen, sprich, ich will mich damit schwächen. Hä? Was sieht man sich denn damit? Ja, scheint gar nichts, wa? Na, dann wollen wir mal. Und zwar rufe ich mir Flammenvelurkisas. Komm herbei, alter Kumpel. Und zeige ihnen, wie mächtig du wirklich bist. Damit habe ich gerechnet. So, und jetzt noch 2 Karten verdeckt. Und bei dem Einzug. Deshalb mag ich keine Rayos. Nochmal einen. Nee, die DD-Kriegerin. Überraschung, reißender Tribut. Tschüss, Finanzierskarte. Ja, sacre bleu. Dann den Chaos-Hexer. Alter, also manchmal ist das Leben ja schon unfair. Wieso hat er den Chaos-Hexer? Oh. Alter, die Karte ist verbannt. Verboten mittlerweile. Das gibt's doch nicht. Jetzt soll er gegen den antreten, eine andere Karte, mit der er mich ausnockt. Na toll. Dann haben wir den Makrokosmos noch. Aus dem Spiel entfernt. Ja, kann ich leider Karte. Verdammt. Machen wir die ganze Strategie zunichte. Das ist doch voll scheiße, ey. Du bist ein Pennermann. Ja, so ein Pennermann. Wieso hat er den Chaos-Hexer? Ja, ist klar. Aber wir noch mehr zur Hölle. Nee, du sollst angreifen. Du sollst. Also, nee, ich will nicht angreifen, ein neues Monster rufen. So, es muss langsam mal schnell gehen. Macht des Spiegels! So, sehr schön. Ich muss ihm nicht. Alter.
Ich muss ihn ganz schnell dezimieren. Und seine Lebenspunkte subtrahieren. Ja, ja. Cyberdrache. Sehr schön. Die Stufe 8 Monster rufen. Das gefällt mir, aber seine Fallenkarte macht mir da ein bisschen mehr Probleme. Stufe 2 vom Friedhof habe ich auch noch. Gut. Sehr schön. Erscheine Krümpel-Synchronisierer. Ja, sehr gerne. Und damit erscheint Krebons auf dem Feld. 3 Monster, die sind so cool. Ich hätte Obelisk auf der Hand, wäre es geil. Egal, wird auch so gut gehen. Sangan, greif an, Attacke! Schrei der Untote, natürlich. Was kann er sonst? Jetzt bin ich auch zuerst mal dran. Verdammt, die Stufe 6 wird wieder geschwächt werden. Ach nö. Wieso kommen immer was dazwischen, Freunde? Mann, Scheibenkleister. Ah, verdammt, ich muss ihn wieder mal ausnocken. Ja, klar, sagt den Effekt natürlich nicht, wa? Also du kannst diese Karte, sie muss natürlich nicht aktiviert werden. Ist ja sowas von klar, Alter. Hallo? Main-Phase 2? Wieso den Effekt nicht aktivieren? Da steht man in einer Main-Phase. Das ist die zweite, sind noch eine Main-Phase. Hä? Der verarscht mich doch. Aus welchem Grund kann ich es jetzt nicht aktivieren? Kann man das mal einfach verraten? Wieso kann ich den Spezialbeschwörung rufen? Verstehe ich auch nicht. Wieso können Flammen Urkis das nicht rufen, Leute? Ich meine, Schrei der Untote wirkt normalerweise bei Synchromonstern. Was ist hier los? Ja, Scheibenkleister, hey. Na toll, was mache ich jetzt? Ich will noch 4000 Dinge verschwenden. Ach, Menno. Dein Monster, ich brauche 2 plus. Ja, scheiße. Verdammt, ich habe keine andere Wahl, es geht nicht anders. Ach, Menno, oder vielleicht doch den Finsternismonster, will vielleicht noch gehen. Muss ich 2 auch wieder opfern. Egal, wir sind uns einig, Leute, opfert sich so oder so. Also kann ich auch statt ihn, kann ich auch ihn rufen. Also Spiel entfernt. Nein, Sangan. Es war so schön mit dir. So, zeig dich, Kumpel. Sehr gut. Macht's trotzdem nicht. Ist das ein Oberpenner? So, die 2 noch. Soll der noch synchronisieren? Das sicher nicht. Was er machen könnte, wäre. Lichtstarre, nee, natürlich auch nicht. Ein dicker Feendrache. Ja, wieso nicht, wa? Jetzt sowieso schon völlig verarscht. Bauen wir uns also mal eine gute Verteidigung auf. Blub, blub, blub. Wenn Blicke töten könnten. Darum nix. Also gut, mein Zug beendet. Wieso kann ich einen Effekt von Melvin? Das kann nur nicht nutzen. Verstehe ich nicht. Da steht in der Main-Phase. Das war meine zweite Main-Phase. Müsste also gehen. Theoretisch. Weil steht auf dem Original-Kartentext im Japan steht vielleicht auch. Ja, es geht halt nur, wenn das 5. Sprich in Main-Phase 1 und nur dann geht's. Ach, Greymolord auch noch. Toll. Da schickt der Mann einen antiken Feendrachen nach Hause. Oh, so ein bisschen verrückt ist es trotz allem noch. Und den Effekt nutzen kann ich immer noch nicht. Hä, wieso denn nicht? Was ist denn jetzt los? Was ist wegen dem hier? Nee.
glaube, es liegt im Makrokosmos, kann das sein? Ach du Scheiße. Nee, Leute, wollen wir jetzt komplett verarschen? Das kann nicht sein. Wegen Makrokosmos, ganz ehrlich? Du Scheibenkleist, also ja. Wenn sie kommt, aber richtig. So, ich nehme mal das und jetzt direkt Angriff. Nur wegen Makrokosmos, weil ich es nicht auf den Friedhof legen kann. Ja, kannst du es gerade auf den Friedhof legen, also mit dem Fern geht scheinbar nicht. Nee, muss es auf den Friedhof legen und dann funktioniert der Effekt. Neo-Weltraum Grand Mole. Ja, schon wieder. Kann ich es machen mit dem? Klar, kannst du den hier nach Hause schicken. Toll. Natürlich auch Zerstörung geht ja auch. Na, was machst du nun? Ah, da war nochmal so ein mystischer Weltraum-Taifun, das wäre jetzt geil. Ich hab bald genug zusammen. Was da auch gehen würde, wäre die magische Steinersgrabung. Oder schwerer Sturm. Riesentornado. Ne, wäre die Karte auch futsch. Och, Menno. Na dann, Katasto, vernichtest ein Monster mit einer besonderen Fähigkeit. Meiner ist schneller. Nein, verdammt, Kette. Oh, bitte sag mir, was ich denke. Bitte sag mir, wenn er angegriffen hätte, wäre meiner schnell gewesen, weil dann meine zweite Kette gewesen wäre. Alter, was ist das für ein mieses Deck, Mann. Ganz ehrlich, das kann's nicht machen, Leute, das geht nicht. So ein beschissenes Deck, was der spielt. Habe ich echt noch nie gesehen. Ja, dankeschön. Gwen mal wieder hier. Hehe. Mann, nee. Nur wegen Makrokosmos. Ich könnte sonst. Dass der in Makrokosmos meine Kanone austricksen kann, ist ja wohl echt. Ja, ich bin echt ein bisschen sauer. Merkt man's? Merkt man's? Nö, natürlich nicht. Toll. Ja, es bringt natürlich sehr viel, vor allem jetzt, aber ich habe natürlich noch eine kleine Chance. Habe ich noch? Cyberdrache, Verteidigungsmodus. Ganz schön, dankeschön. Boah! Alter, aber du bloß was, um mich zum Schützen zu haben. Ach Mensch, jetzt kotzt mich langsam das Ganze ein bisschen an. Ja, sorry, ich bin eigentlich ein Fan von Yu-Gi-Oh! Und allem, aber das ist gerade ein bisschen sehr heftig. Naja, zum nächsten Duell ist so gleich vorbei. Außen natürlich kann ich mir meine Zauberkarte blockieren, dann natürlich ein anderes Problem. Ja, also wenn das natürlich auf ein Ressortteil ist, dann bin ich am Arsch. Dann habe ich nichts mehr, was ich machen könnte. Riskieren wir es, Freunde. Ich aktiviere jetzt Zauberkarte, magische Steinausgrabung. Wir werfen 2 Karten ab. Und wählen Zauberkarte von meinem Friedhof. Und zwar den mystischen Weltraum-Taifun. So, und jetzt bitte das funktioniere. Mystischer Weltraum-Taifun, vernichte seinen Makrokosmos. Und nun ist es vorbei. Wow, meine Fresse. Hat ja auch lang genug gedauert, noch fast so ein 30 bis 40 Minuten Part oder was? Alter. War das übel. Naja, aber ihr seht schon, ist natürlich trotz allem, obwohl der Typ uns gegenüber, unser Deck gegenüber im Vorteil war. So ein bisschen die Karten kennen und so, die auch die Strategie kann man schon relativ gut kontern. Aber jetzt bin ich erstmal out of Puste. Ja, es war erstmal eine Pause. Wir sehen am nächsten Part hier bei Yu-Gi-Oh! 5 Master Card zum Kampf gegen Nakisa. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Transcender. Nee, kein Bock, Leute. Es war also im Kampf gegen Nakisa. Danach gehen wir wieder durch die Röhre, also sprich einen Porter auf Ebene 5 und so. Und dann wird es wieder mal richtig lustig. Bis zum nächsten Mal. Ciao!